and Gentlemen, lass uns den Tobias Feix ganz herzlich willkommen heißen. Tobias. Vielen Dank. Tobias, was für eine Freude, dich hier zu haben. Wir haben uns vor ein paar Monaten, im Sommer haben wir uns kennengelernt. Der Anlass oder die Rahmenbedingungen waren schlecht, muss man Sehr sagen. schlecht. Ja, war hart. Genau, ich habe also die waren schlecht für mich. Ja, ich habe ihn in Marburg getroffen und er ist ein eingefleischter Fußballfan. Und an dem Abend, als wir uns getroffen haben, ist Deutschland aus der WM rausgeflogen. Zu Recht, ja. Ja, genau. Das war das Schlimme, zu Recht. Das hat dem Abend so eine düstere Note gegeben, aber wir haben es eigentlich doch sehr gut gehabt miteinander. Ja, du warst ja sehr empathisch und hast ganz vorsichtig versucht, mich immer wieder aufzubauen, indem du auf den Erfolg der Schweiz hingewiesen hast und so. Das war natürlich für mich, ja, nicht so dran. Es war eigentlich doppelt bitter für mich. Ja, genau. Also Tobias, du bist Theologe, genau gesagt Professor für praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel. Und du bist seit vielen Jahren auch unterwegs mit dem Thema Jugendkultur, mit dem Thema Kirche und eine neue Generation. Warum laufen viele Jugendliche aus den Kirchen davon? Warum lassen sich Angehörige neuer Generationen oft sehr wenig für Glauben begeistern? Und ich finde das sehr faszinierend. Also übrigens, du hast gerade ein neues Buch herausgebracht, vor wenigen Wochen, Generation Lobpreis, Ergebnis von jahrelangen Studien, die ihr gemacht habt, unter Jugendlichen. Ein sehr empfehlenswertes Buch, um ein bisschen Werbung zu machen hier. Kriegst deine 10 Franken nachher. Ich will das Buch. Nee. 3 Fragen, bevor du losschießen kannst, um dich ein bisschen kennenzulernen. Mit wem würdest du gern mal zusammensitzen? Von wem würdest du dir vielleicht sogar gerne mal seine Meinung sagen lassen? Also, wenn ich jetzt so All-Time-Favorites, schon tot, aber wir glauben ja an die Auferstehung. Also eine Person, die ich sehr verehre, die ich nie kennengelernt habe, ist Nelson Mandela. Ich habe eine ganz hohe Affinität, ich habe in Südafrika mal studiert, ich bin heute auch seit vielen Jahren Professor in Südafrika noch, bin jedes Jahr da. Und eine faszinierende Person, die tatsächlich ein ganzes Land verändert hat und die ja von der Geschichte her wirklich die schlechtesten Startbedingungen hatte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und wo der Glaube tatsächlich so eine innere Veränderung gegeben hat, die so eine Stärke nach außen gestrahlt hat, dass Millionen sich daran orientiert haben. Und das fasziniert mich und ich würde gerne mal eine Privat-Nachhilfestunde bei Nelson Mandela haben. Sehr cool. Worin liegt deine Hoffnung für die Zukunft der Kirche begründet, wenn du eine hast? Ja, ich hab absolut, sonst wäre ich heute nicht hier. Also ich glaube, die Hoffnung liegt erstmal im Herzen Gottes. Sie liegt nicht an uns, sie liegt nicht mal an ICF, Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Sondern sie liegt im Herzen Gottes, weil Gott uns Menschen liebt. Und wenn wir nah an diesem Herzen sind, Gottes Herz ist Mission. Und wenn wir in seiner Geschichte sind und uns an ihm orientieren, dann glaube ich, dann werden auch Gemeinden wachsen, dann Leute werden kommen und werden fragen, was sind unsere Motivationen, und sie werden dieses Herz Gottes an uns sehen, weil das ist ja das Tolle an Gott. Gott nutzt ja die unterschiedlichsten Menschen. Ja? Also mir macht das immer wieder Hoffnung in der Bibel, ja, Gott hat selbst durch Esel gesprochen, und dann frage ich mich, warum dann nicht durch mich auch? Ja, also das ist doch super, und von daher glaube ich, das ist meine Hoffnung, dass Gott Hoffnung hat für uns und für diese Welt und dass er diese Welt liebt mit allen Menschen da drin. Wunderschön. Die tiefste Frage zuletzt, was ist los mit dem deutschen Fußball? Und warum bist du Fan von einem so schlechten Club? Ja, also ich glaube, dem deutschen Fußball tut es erstmal gut, auch mal nicht diese Selbstverständlichkeit zu haben, immer zu gewinnen, sondern zu sehen, das ist kein Automatismus, man muss auch was tun und arbeiten für seinen Erfolg. Ja, ich bin mal gespannt, die Frage, wie es da weitergeht. Ich würde als Bundestrainer grundsätzlich zur Verfügung stehen, also
Habe ich mir so überlegt. Und ja, ich habe meine Kindheit in Hamburg verbracht. Und mit 8 Jahren sind meine Eltern in den Süden gezogen und ich habe sozusagen alles verloren, alle meine Freunde, außer die Raute im Herzen, also das Logo des HSV, des Fußballclubs in Hamburg ist eine Raute. Und genau, und der HSV ist jetzt in der 2. Liga und zweite Liga ist auch nicht schlecht. Also man redet sich die Dinge ja auch ein bisschen schön, ne? Also. Sehr gut, Tobias, ich bin sehr gespannt auf deine Predigt. Wunderbar, dass du hier bist. Dankeschön, vielen Dank. Endlich Urlaub. Verdient. Lang drauf hingewartet. Ich liege am Strand, alles ist perfekt. Ein gutes Buch, die Kinder spielen, mehr brauche ich gar nicht. Und mitten in dieser wunderbaren ersten Entspannung, war da was? War da was? Ich schreie, das kann doch nicht sein. Ich schreie, ich gucke, nö, nichts. Alle Leute am Strand, ganz normal, alle spielen so vor sich hin, was man halt so macht. Ich fange wieder an, lese, dann, da war doch was, Schreie. Die werden immer lauter, eindringlicher. Ich gucke und tatsächlich sehe ich da im Meer, da ist jemand am Ertrinken. Ich überlege kurz, was soll ich machen, gucke links und rechts, es kümmert keinen. Also gut, Buch zur Seite, ich springe ins Wasser, schwimme dahin, ziehe diese Person raus. Boah, macht man ja nicht alle Tage, bin völlig fertig, mein Herz klopft. Alles gut gegangen. Ich setze mich wieder auf mein Handtuch, gucke das Buch an und denke, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder Schreie. Ich gucke, sehe tatsächlich eine junge Frau. Ich bin ganz irritiert, gucke wieder links und rechts, aber keiner kümmert sich drum. Das gibt's doch gar nicht. Ich springe rein, schwimme zu dieser Frau, rette sie, komme wieder an den Strand, gucke wieder, überall Schreie. Ich gucke da tatsächlich ganz viele Leute im Wasser. Und ich gucke links und rechts und das scheint niemand zu kümmern. Ich denke so, wo kommen die ganzen Leute her? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Und ich gucke so nach rechts und da ist so eine Klippe und jetzt erst sehe ich das, wo ich ein bisschen näher rangehe, dass von der Klippe die Menschen runterfallen. Das gibt's doch gar nicht. Was soll ich denn machen? Ich gehe weiter hoch an die Klippe und sehe eine riesige Maschine, die Menschen ins Meer stürzt. Und ich denke, was soll ich machen? Soll ich gegen diese Maschine kämpfen? Da habe ich überhaupt gar keine Chance. Soll ich jemanden retten? Das sind viel zu viele. Und hilflos sitze ich auf meinem Handtuch neben meinem Buch. Ich gebe zu, die Geschichte ist natürlich so direkt nicht passiert. Und doch glaube ich, dass diese Geschichte gerade jetzt zur Zeit passiert. Wir leben in einer Welt, die tatsächlich verrückt geworden ist. Ein System, in dem wir leben, das ins Wanken gekommen ist. Und diese Maschine, das sind heute zum Beispiel 35 kriegerische Konflikte auf dieser Welt. Der Global Slavery Index sagt, dass wir momentan 40,3 Millionen Sklaven auf dieser Welt haben, die um ihr Überleben schwimmen. Wir haben Zwangsarbeiter, Kinderarbeit, Zwangsprostitution, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und dieses Gleichgewicht der Welt ist schon lange ins Wanken gekommen. Heute ist Sonntag für Freiheit. In über 42 Ländern dieser Welt und in tausenden Gottesdiensten wird heute über dieses Thema gepredigt, nachgedacht, dafür gebetet. Es wird darüber nachgedacht, was bedeutet das, als Christinnen und Christen in dieser Welt zu leben?
Was bedeutet das, wenn man selbst vielleicht in Armut und Gefangenschaft lebt? Was bedeutet das, wenn man in Reichtum lebt? Was heißt das, in dieser Welt zu leben für uns? Und gestern hat das schon angefangen und es war in 45 Großstädten dieser Welt der sogenannte Walk of Freedom. Genau. Hunderttausende sind durch die Großstädte dieser Welt marschiert und sie waren ganz in Schwarz gekleidet und haben sich den Mund zugeklebt. Stummer Protest für die, die keine Stimme haben in dieser Welt. Stummer Protest für die, die keine Stimme haben in dieser Welt. Und wir sind eingeladen, heute diesen Menschen eine Stimme zu geben. Diesen Sonntag für Freiheit zu feiern und darüber nachzudenken, was das heißt. Was das heißt, weil Gott von sich sagt, ich bin ein Gott der Gerechtigkeit. Ich bin ein Gott der Gerechtigkeit. Was das heißt, mit diesem Gott zu leben, was das heißt, zu sagen, jawohl, er möchte mich gebrauchen, um Teil seiner Gerechtigkeit zu sein. Weil ich merke, und ich weiß nicht, wie euch das geht, dass dieses schleichende Gift der Konsumgesellschaft, in der ich so gut lebe, mich manchmal ganz taub macht. Und tatsächlich so wie an diesem Strand, diese Situation, so fühle ich mich manchmal. Ich fühle mich richtig hilflos. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann vor lauter nicht wissen, was tun, wende ich mich wieder meinem Buch und meinem Alltag zu. Aber wer hört diese Schreie? Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land. Das sagt Gott. Das sagt Gott, als sein Volk in Ägypten in der Gefangenschaft war, als Sklaven. Und es ist eine spannende Geschichte. Sie stöhnen unter der Sklaverei, die Israeliten, und Gott sagt, ich habe sie gehört. Gott ist der, der die Stimme hört, der Unterdrückten, der Entrechteten. Er ist der, der sich einsetzt, der herniederfährt, der sagt, jawohl, ich bin es, der helfen möchte. Und er tut das mit den Menschen. Damals hat er sich einen ausgesucht, einen Mörder, Mose hieß der. Und diesen hat er berufen und hat gesagt, dich Mose, dich möchte ich berufen, damit du hilfst, das Volk Israel aus der Sklaverei zu holen. Und dieser Mose, was hat er gesagt? Jawohl, Herr, hier bin ich bin bereit, los geht's. Nein, der hat gewusst, das ist schwierig. Er hat gesagt, oh, ich kann nicht richtig reden und wer bin ich? Und dann hat er gefragt, wer bist eigentlich du überhaupt? Und das ist total spannend, das geht über mehrere Kapitel, wird das aufgeschrieben, dieser Dialog zwischen Mose und Gott. Und Gott macht ganz viele Zugeständnisse und gibt ganz viele Hilfe und sagt, mir ist das wichtig. Ich kann das Elend meines Volkes nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Hole sie raus. Und am Ende sagt er ihm, ich werde bei dir sein, bei allem, was du tust. Ich werde bei dir sein in allem, was du tust. Ich bin bei dir, egal was passiert. Wenn du hineingehst, wenn du mit den Mächtigen sprichst, wenn es hart auf hart kommt, du kannst dich auf mich verlassen. Und dann geschieht eine unglaubliche Geschichte. Eine unglaubliche Geschichte, nämlich dass tatsächlich Mose an der Spitze das Volk Israel aus der Sklaverei herausführt. Und es ist eine spannende Geschichte mit vielen Problemen. Es ist nicht eine Siegergeschichte.
Aber sie kommen am Ende an, in einem neuen Land mit einer neuen Hoffnung. Und Gott hat Wort gehalten. Er war dabei an jedem Tag. Er hat immer wieder geholfen und eingegriffen. Und mir ist diese Geschichte ans Herz gewachsen, genauso wie sie dem Volk Israel im Herzen ist. Es ist nicht nur eine historische Geschichte, sondern wenn man in die Bibel schaut, diese Geschichte ist ziemlich am Anfang. Und dann zieht sich diese Geschichte wie ein roter Faden durch fast alle Bücher und alle Zeiten durch die ganze Bibel. Warum? Weil sie zum Symbol geworden ist, zum Symbol, wer Gott ist. Wenn du wissen willst, wer ist Gott, wie handelt er, was ist in seinem Herzen, dann lest diese Geschichte vom Exodus, weil dort offenbart sich Gott. Dort erzählt er zum ersten Mal, so steht es in der Bibel, wer er überhaupt ist. Ich bin der, der mit dir geht, der hineingeht mit dir, da wo du vielleicht nicht mehr weiter weißt, da wo wir Menschen sagen, diese Maschinen sind zu groß, da wo das Elend ist und keiner von uns eigentlich hin möchte, da sagt Gott, da bin ich und da möchte ich hineingehen und da möchte ich dich herausholen und da möchte ich dich gebrauchen, um andere herauszuholen. Werde du Teil meiner Geschichte. Werde du Teil meiner Geschichte. Meine Geschichte ist nicht nur eine Geschichte der Schönen und Guten und der Sieger, sondern meine Geschichte ist auch die, dass ich dahin gucke, wo kein anderer hinguckt. Das hat schon übrigens da angefangen, wo Gott sich dieses Volk Israel ausgesucht hat. Es steht in der Bibel, warum hat er sich ausgesucht? Weil es das größte und mächtigste Volk ist in der Welt und so toll ist. Nein. Weil es das kleinste unter allen Völkern war, das mickrigste. Und Gott sagt, genau mit dem möchte ich Geschichte schreiben. Genau mit dem möchte ich gehen. Und das ist nicht nur etwas, was irgendwie geistlich ist. Manchmal denke ich ja, wir Christen, ja, wir sind so geistlich. Ja, das ist alles so gut. Ja, und wir reden über Gott und das ist so schön und wie so eine schwabbernde rosa Blase auf unserem Leben. Nein, das ist ganz konkret. Wenn Gott handelt, handelt er in unserem sozialen Miteinander. Dann geht er mit uns dahin, wo wir leben, wo wir sind. Er schaut uns auch in unser Herz hinein. Und das spielt, wie wir leben, eine ganz große Rolle. Da spielt das Thema Gerechtigkeit eine Rolle. Wie wir handeln, wie wir denken, wie wir mit anderen leben. Ja, wie wir andere behandeln. Unser Christsein zeigt sich, wie wir sozial umgehen. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Barmherzigkeit, Besonnenheit. Dann war das Geduld. Ja. Das sind lauter Dinge, die können wir in unserem sozialen Miteinander feststellen. Wenn du sehen möchtest, wie deine Beziehung zu Gott ist, dann darfst du nicht schauen, wie ist sie in der Anbetungszeit, so toll die ist. Sondern dann guck, wie sie ist in deinem Arbeitsplatz, wie du mit den Menschen umgehst, in deiner Familie, mit deinen Nachbarn. Da siehst du, wie deine Beziehung zu Gott ist. Der Freiburger Religionspädagoge hat mal wunderbar gesagt, Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Liebe zeigt sich ganz konkret in unserem Sein. Und in der Bibel zeigt sich das in den Beziehungsebenen. Gott sagt, wir sind in einer Beziehungskrise. Da gab es eine Entfremdung zwischen den Menschen und Gott, aber auch zwischen den Menschen und sich selbst, zwischen den Menschen untereinander und zwischen den Menschen und der Natur. Und diese Entfremdung, die macht uns natürlich Mühe. Da ist vieles kaputt gegangen und da sehen wir das, was am Anfang ist. Und deshalb sind solche Sonntage immer wieder notwendig, um uns auch diese Gebrochenheit, in der wir leben, wieder neu ins Gedächtnis und ins Herz zu rufen. Weil natürlich hat das mit uns zu tun. Natürlich hat das damit zu tun, wie und wo und was für Klamotten ich einkaufe. Natürlich hat das was zu tun, wie ich mein
Smartphone verwende und wo die Teile davon herkommen und wo die zusammengebaut sind. Natürlich wissen wir, dass die Globalisierung uns längst miteinander verknüpft hat. Und Gott sagt jetzt, genau in diese gebrochenen Beziehungen komme ich rein. Schon im Alten Testament und im Neuen Testament ist das die große Geschichte Gottes. Es ist eine Geschichte der Wiederherstellung. Es ist eine Geschichte der Wiederherstellung, wie Gott diese Beziehungen, in denen wir leben, wiederherstellt. Im Alten Testament gibt es ein wunderbares Wort für, das heißt Shalom. Und das kennen manche vielleicht, Shalom, so als Gruß. Ja? Das hieß eigentlich wortwörtlich im Hebräischen, Shalom, wie geht's dir? Schulde ich dir etwas? Steht da was zwischen uns? Muss die Beziehung zwischen uns wiederhergestellt werden? Ganz konkret, schulde ich dir eine Kuh? Ja, dann, also damals. Ja. Heute vielleicht was anderes. Wo ist diese Beziehung zwischen uns gestört? Und Gott sagt, ich bin ein Gott der Wiederherstellung. Und das zeigt sich ganz konkret. Das zeigt sich ganz konkret damals in der Gesetzgebung für die Juden, für das Volk Israel, als sie raus waren, ihr eigenes Land gemacht haben, ihren Neustart hatten. Und da wurde das ganz konkret gemacht. Da gab es zum Beispiel das Sabbat. Den Sabbat wurde eingeführt. Das Sabbatjahr sehen wir hier gleich. Das Abgabejahr, das Jubeljahr. Das waren lauter Dinge, die den Alltag strukturieren sollten. Die uns daran erinnern sollten, damals und für uns heute, dass ein Gott der Gott des Alltags ist, ein Gott der Gerechtigkeit. Und ja, Sabbatgebot, das kennen wir, haben wir heute am Sonntag. Ja, jetzt gehen wir in eine schöne Celebration, genießen den Tag als Familie und für Gott. Aber in der Gesetzgebung damals hat Gott gesagt, es soll tief hineingehen in alles, was ihr denkt und macht. Und es gab das Abgabegebot, dass man zum Beispiel bei der Ernte einen Teil stehen lassen sollte, einen Teil abgeben sollte für die, die nichts haben, für die Waisen und Witwen, für die Priester, die so eine Art Kollekte, ja, wie wir das heute auch schon hier gemacht haben. Also alle 7 Jahre mussten alle Sklaven freigelassen werden, damit sie eine neue Chance haben, ihr Leben zu leben. Alle 50 Jahre ging aller Grundbesitz wieder an die ursprünglichen Besitzer zurück. Das ist sozusagen, heute würde man sagen, das ist eine Kapitalismusbremse. Ja? Mit diesen Geboten wird es keine Bankenkrise mehr geben. Und klar, wir können und sollen das jetzt nicht 1:1 umsetzen. Aber hier geht es um eine Haltung. Hier geht es um eine Haltung, wie wir leben, wie wir mit unserem Besitz umgehen, wie wir einkaufen, wie wir mit den Menschen umgehen. Und ich finde das faszinierend, dass ihr hier da auch Vorbild seid, dass ihr euch unter der Woche mit dem Deutschunterricht, haben wir vorhin gehört, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen, sondern dass wir sagen, jawohl, wir wollen einen Teil von dem, was wir sind und haben, mit anderen teilen, ganz konkret. Das finde ich richtig gut und stark und bleibt da dran. Das ist die DNA Gottes. Gerechtigkeit leben. Wenn ihr wissen wollt, was wahre Anbetung ist, dann würde ich sagen, wahre Anbetung ist gerecht handeln. Wahre Anbetung ist gerecht handeln. Und das ist wichtig. Warum? Weil Gott der ist, der gerecht handelt. Weil Gott der ist, der dafür sorgt, dass es immer wieder Neustart gibt für jeden Menschen auf dieser Erde. Und weil er sagt, jawohl, ich will euch dafür gebrauchen. Wie er Mose gebraucht hat, dieses Unmögliche zu tun, möchte er uns heute gebrauchen. Und International Justice Mission, das ist eine NGO, die sich dafür einsetzt, die gesagt hat, jawohl, wir organisieren diesen weltweiten Sonntag für Freiheit, um die nicht zu vergessen, die wir in unserem Alltag so oft vergessen. Und es ist interessant, das ist eine NGO, die vor allen Dingen mit Rechtsanwälten und Juristen und Juristinnen arbeitet. Die sagt, jawohl, wir wollen Leuten helfen, die vergessen werden, die in Sklaverei gekommen sind, denen man das Land weggenommen hat, wie zum Beispiel Claire. Claire, werden wir gleich sehen, lacht auf diesem Bild und genau, das ist Claire. Und
Claire war verheiratet, 5 Kinder, hat ein kleines Stück Land gehabt und hat das mit Süßkartoffeln und Mais und Hirse in Uganda bearbeitet. Und davon konnten sie und ihre Familie eigentlich ganz gut leben. Und dann ist ihr Mann eines Tages auf dem Feld an Herzinfarkt gestorben. Und diese kleine Welt, in der Claire gearbeitet hat, die ist plötzlich zusammengebrochen. Man hat ihr Stück Land weggenommen, damit hat sie die Versorgungsrechte sozusagen verloren und sie konnte ihre Kinder nicht mehr versorgen und es ging ihr sehr schlecht. Und Leute haben dann IJM darauf aufmerksam gemacht. Und die haben Juristen geschickt und haben die Leute verklagt, die ihr das Land weggenommen haben. Weil es war niemand da sonst, der für sie eingesprungen ist. Es ist niemand da gewesen. Und sind Sozialarbeiter gekommen von IJM. Und sie haben diesen Prozess gewonnen und sie hat ihr Land wieder bekommen. Und deshalb lacht sie auf diesem Bild. Ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Wenn wir Kirche sein wollen, dann müssen wir gucken, wo sind die Leute unter uns, die schwach sind. Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es geht um Claire in Uganda, es geht aber auch um die Menschen um uns herum. Es geht um die, die wir vergessen haben. Es geht um die, die neben uns leben. Mir ist das mal sehr deutlich geworden, wo ich einen Text gelesen habe, der im Neuen Testament steht, der das Denken von mir total verändert hat. Weil ich immer gedacht habe, ja, ich muss aber auch aufpassen. Ich muss aber auch aufpassen mit meinem Glauben, nicht, dass ich irgendwie zu viel mache und selbst irgendwie vielleicht in schlechte Gesellschaft komme. Und dieser Text, den möchte ich mit euch lesen. Der ist im Lukas-Evangelium. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Das ist eine ansteckende Krankheit gewesen, die sehr, sehr ansteckend war. Und deshalb haben die Leute oft außerhalb leben müssen und wurden isoliert von der Gemeinschaft, damit sie niemand anstecken. Logisch. So ein Aussätziger kam zu Jesus und er warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, steckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er. Sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu reden oder zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Und jetzt muss man wissen, damals, die Priester waren dafür verantwortlich, wenn jemand von seinem Aussatz wieder geheilt wurde, dann wurde er sozusagen dort reingesprochen und durfte wieder zurück in die Gemeinschaft. Dann durfte er wieder ein Teil sein der Gesellschaft, sonst nicht. Und deshalb schickt Jesus ihn hin und sagt, du bist jetzt wieder rein, du gehörst wieder dazu. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die heute nicht mehr die Krankheit Aussatz haben, aber die tatsächlich so ausgeschlossen sind. Und das können nicht nur besonders Arme sein, sondern es können auch besonders Reiche sein. Ich kann auch sozial isoliert sein, wenn ich besonders viel Geld habe, besonders wenig Zeit, wenn ich eben nicht mehr mich um meine sozialen Beziehungen kümmern kann, weil ich gehetzt und gestresst bin, weil ich gefangen genommen bin durch meinen Beruf zum Beispiel. Es gibt ganz unterschiedliche Sorten von Armut. Geistig, geistlich, kulturell, sozial und natürlich auch finanziell. Und wo schließen wir Leute aus? Wo kommen Leute nicht zu uns, weil sie vielleicht sich nicht willkommen gefühlt haben? Wen laden wir ein in unsere Celebrations? Wer darf mit uns feiern? Und Jesus nimmt das aus dem Alten Testament auf und sagt, hört zu, alle sind willkommen. Da ist niemand, der nicht willkommen ist. Und dann passiert etwas, was wirklich revolutionär ist.
Normalerweise war das so, der Aussatz, wenn ich jemanden berührt habe, dann wurde der andere unrein. Aussatz war unrein. Das war in dem Gesetz der Juden so vorgeschrieben. Der wurde unrein. Und jetzt dreht Jesus das um. Der Aussätzige wird von Jesus berührt und nicht Jesus wird unrein und gesellschaftsunfähig und wird ausgeschlossen und exkludiert. Nein, Jesus hat eine ansteckende Gesundheit des Glaubens. Und der andere wird rein. Der andere wird rein. Wir denken manchmal, oh, dürfen wir vielleicht zu bestimmten Leuten gar nicht gehen? Stecken wir uns sozusagen an von dem Aussatz unserer Zeit? Aber nein, glauben wir das noch, dass das das Evangelium ist, das uns frei macht, das andere eingliedert, das andere gesund macht. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott durch uns handelt. Glauben wir das noch? Ich habe da wirklich Schwierigkeiten mit. Gott ist ja barmherzig, auch mit mir. Es ist so klasse. Weil Gott stellt die Machtverhältnisse dieser Welt auf den Kopf durch uns. Er will durch uns tatsächlich hineingehen in die Gesellschaft. Kirche ist nicht Kirche für sich selbst, sondern Kirche ist Kirche für andere. Und ich musste das lernen von Hajo. Hajo war Marburger, war eigentlich Psychiater, ist dann aber selbst schizophren geworden, hat alles verloren, Praxis, Haus, Familie und hat dann über 20 Jahre als Obdachloser in Marburg gelebt. Und ich habe ihn kennengelernt und einmal im Monat habe ich mich mit ihm getroffen und wir haben miteinander gegessen und geredet. Und je nachdem, in welche Person er gerade war, waren das richtig manchmal gute, tiefe Gespräche. Und manchmal sind wir geduckt vor den 7 Zwergen weggerannt, die uns verfolgt haben. Das war Hajo. Und Hajo ist einmal im Monat immer, da gab es bei uns in Marburg, gibt es von verschiedenen Gemeinden so Heilungsgebet. Und Hajo ist immer einmal im Monat regelmäßig zu den Heilungsgebeten gegangen. Und ich dachte, oh, Hajo, du bist ein alter Mann, du hast so viele Krankheiten, das kann ich gar nicht zählen. Was soll das? Und irgendwann habe ich da mal so eine Bemerkung gemacht und habe gesagt, ach Hajo, komm, also, was gehst du da immer zum Heilungsgebet, das bringt doch eh nichts. Was ein Arschloch bin ich. Aber Hajo fand das gar nicht schlimm. Er hat gesagt, ach Tobias, du verstehst mal wieder gar nichts. Weißt du eigentlich, was mein Leben ist? Weißt du, wie hart es ist, seit 20 Jahren auf der Straße zu leben? Weißt du, wie hart das ist? Was für ein Kampf das ist um meine Nachtstätte? Wie ich die verteidigen muss gegenüber anderen? Weißt du, dass ich in einer völligen sozialen Isolation lebe? Und einmal im Monat, da gehe ich zu diesen Christen. Ja, sie sind ein bisschen komisch, aber die legen mir für 20 Minuten zu 2, zu 3 die Hände auf. Das ist die einzige soziale Berührung, die ich bekomme in einem Monat. Die legen mir die Hände auf, die berühren mich, die haben keine Angst vor mir und die beten für mich und ich spüre die Wärme und die Emotionalität und ich spüre sogar Gott. Und ich weiß noch, in dem Restaurant, wo er mir das erzählt hat, ich stand da wie ein kleines Kind. Ich stand da wie ein kleines Kind, aber ich hatte was ganz Wichtiges gelernt durch Hajo. Er hat mich gelehrt, keine Angst vor Berührungen. Wo sind die Menschen in unserem Umfeld, die von uns berührt werden müssen? Die sich sehen eigentlich mal nach einer Umarmung, nach einem Blick, nach gesehen werden. Ja, 40,3 Millionen Sklaven sind viel. Und ja, die Maschine ist am Arbeiten. Und Jesus sagt, und wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, und das ist das kleinste Samenkorn dieser Welt, dann werde ich durch dich die Welt verändern. Dann werde ich diesen Glauben wachsen lassen und werde dir den Mut geben. Dann werde ich mit dir gehen, so wie ich mit Mose gegangen bin.
Und dann wirst du den Unterschied machen in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Dann wirst du merken, wo du gebraucht wirst. Und das beginnt mit einer Haltung. Das beginnt nicht nur mit Aktion. Das beginnt nicht mit Besserwisserei, sondern das beginnt mit einer Haltung. Jesus sagt mal, wo er auf dem Berg steht und Jerusalem sieht und er weint über Jerusalem, weil die Stadt und die Menschen dort sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und es steht in der Bibel, die ganzen Eingeweide drehte es Jesus um. Er hat Mitleid empfunden. Und ich merke, da beginnt das bei mir. Wo empfinde ich überhaupt noch was? Wo kann ich manchmal weinen über mich selbst und über die Situation dieser Welt? Und wo sage ich, jawohl, ich möchte mich daran klammern. Herr, schenke mir Glauben wie ein Senfkorn. Herr, schenke mir Glauben wie ein Senfkorn, dass ich die Nöte in meiner Nachbarschaft sehe, dass ich den Mut habe, Leute anzusprechen, zu berühren. Wo möchte Gott ICF Basel gebrauchen, um den Unterschied zu machen hier? Und wo sollen wir uns vor diese Maschine stellen und sagen, Freiheit. Freiheit ist das, was Gott will. Und wir können dich nicht vernichten, aber wir wissen, dass Gott schon angefangen hat, dass Gott sich weltweit immer wieder erbarmt und durch viele Menschen immer wieder aufsteht. Wir haben vorhin kurz was zu Nelson Mandela gesagt. Menschen gebraucht, um tatsächlich einen Unterschied auszumachen, im Großen wie im Kleinen. Und das ist mein Anliegen und das ist meine Bitte, dass Gott mein Herz und dass Gott dein Herz genau davon berührt. Ich möchte beten. Jesus, danke dafür, dass du damals Menschen berührt hast, dass niemand zu unrein, zu ausgegliedert, zu schlecht, zu ausgegrenzt war, sondern dass du die Grenzen tatsächlich überwunden hast und dass du Menschen wieder eingegliedert hast in die soziale Gemeinschaft. Und du siehst, wie wir das brauchen in einer Zeit, die immer kälter und härter wird und digitaler, dass wir das brauchen, Nähe, Berührung. Danke, dass du uns berührst, auch hier heute Morgen. Und danke, dass wir Menschen berühren. Und da, wo wir kämpfen, da bitten wir dich um Glaube wie ein Senfkorn. Da bitten wir dich, dass du ein bisschen was von deiner Größe und Gnade und Gerechtigkeit in uns hineinlegst. Dass wir mutig sind, mutig das zu leben, was du bist. Wir wollen dich durch unser Leben, durch unser Denken und Handeln anbeten. Heute und morgen und für alle Zeit. Dir sei alle Ehre. Amen.